Die Stadt Manakar ist etwa 650 Kilometer von der Hauptstadt Antananarivo entfernt, liegt an der Südostküste Madagaskars am Indischen Ozean. Sie ist von der tropischen Regenwald umgeben. Die Menschen hier leben von der Agrikultur. Nach 12 Stunden Fahrt von Antananarivo kommt man in Manakar an. Manakar ist die Hauptstadt der Region Wadfa-Fitfnan und hat etwa 200.000 Einwohner. Diese Region bietet den Touristen viele idyllische Orte und Strände, denn hier nimmt der berühmte Kanal de Pangalan seinen Ursprung. Er ist ca. 200 Kilometer lang und geht bis nach Toamasina, die größte Hafenstadt Madagaskars. In dieser Region bilden die Kinder unter 15 Jahren laut Statistik etwas über 53% der Bevölkerung. Eine Familie hat hier im Durchschnitt 5 bis 7 Kinder. Sie leben in der Armut und von der Hygiene ist es hier nicht zu sprechen, denn im Dorf gibt es keine Toiletten und keine Duschen. Die Leute waschen sich im Fluss. Die Männer, die nicht aufs Meer rausgegangen sind, pflegen ihr Netz, während sich die Frauen um ihre Kinder kümmern. Deutschland hat schon immer seinen Beistand, seine Unterstützung und seinen Beitrag zur Entwicklung Madagaskars gebracht. Und nun die Einweihung dieser Gebäude. Das Schulgesundheitszentrum und das Stadtbasisgesundheitszentrum. Zwei verschiedene Gebäude, die sich jedoch einander ergänzen und die für die Einwohner der Stadt Manakar sehr wertvoll sind. Im Namen der Bevölkerung von Manakar statte ich Ihnen meinen herzlichen Dank ab und ich bitte Sie, meine ehrliche Danksagung dem Bürgermeister und allen Einwohnern der Stadt Frankfurt für die Verwirklichung dieses Abkommens zu übermitteln. Der Bau dieser zwei miteinander verbundenen großen Gebäude ist eine der Prioritäten der Madagaskar-Aktionsplans. Denn die Grundbehandlung ist der Bevölkerung zugänglicher und die Qualität der Dienstleistungen sind besser geworden. Und vor allen Dingen ist die Mutter- und Kindersterblichkeit reduziert worden. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern manifestiert sich in verschiedenen Formen. Hierfür geht es um die Arbeiten an den Gesundheitszentren, die wir heute mit Freude einweihen. Es ist ein Partnerschaftsprojekt zwischen der Stadt Frankfurt und der Stadt Manakar. Diese Fonds, die von der deutschen Bevölkerung gegeben sind, haben es ermöglicht, mehr Arbeiten als geplant durchzuführen. Ich hoffe, dass sich die Gemeinde um die Erhaltung dieser Gebäude kümmern wird. Darin bin ich Optimist, Herr Bürgermeister. Es lebe die Zusammenarbeit zwischen Madagaskar und Deutschland. Die Wahl fiel auf Manakar im Zusammenhang mit dem Tsunami. Hier in Manakar war einer der Orte, die vom Tsunami betroffen waren, wenn auch nicht in vergleichbarer Weise wie andere Regionen. Aber immerhin, es gab Anlass, hier zu helfen und diese Hilfe ist jetzt finalisiert worden. Der Gesamtbetrag der von der Stadt Frankfurt finanzierten Maßnahmen ist 150.000 €. Dafür haben wir nicht nur wie ursprünglich geplant ein Gebäude errichten können, sondern ein Gebäude völlig rehabilitieren, mit Möbeln ausstatten und auch ein zweites Gebäude völlig neu erstellen.
Die GTZ ist der Mittler und Durchführer dieser Organisation. Die Stadt Frankfurt hat die Finanzierung übernommen und die GTZ hat dabei geholfen, die Umsetzung. Die GTZ hat jeden Raum mit einem Bürotisch, 3 Stühlen und einem Untersuchungstisch möbliert. Durch die Zusammenarbeit mit der GTZ verfügen wir jetzt über Ophthalmoskopen, komplette Verbandssets und Sets für kleine Chirurgie. In der Entbindungsstation haben wir 4 Betten mit Leuchtertischen, Entbindungstische und Tische für Dienstabende Hebammen. Alles ist dabei komplett. Die Qualität unserer Dienstleistungen kennt eine totale Verbesserung dank dieser Materialien, die uns die GTZ geschenkt hat. Die Besucherrate im Zentrum ist dadurch gestiegen. Entbindungen fangen langsam an, was vorher nicht gegeben hat. Hier werden sehr oft Durchfallerkrankungen, insbesondere die Ruhr, behandelt. Dies ergibt sich, denn die Leute sind so arm und dort, wo sie leben, da ist alles schmutzig. Die Latrinen sind unzureichend und das ist einer der Gründe, warum hier Durchfälle sehr oft vorkommen. Etwas über 52% der hier behandelten Kinder sind unter 5 Jahren, was die externe Behandlung angeht. Die Mehrzahlen können wir hier vor Ort empfangen und pflegen. Nur 1%, also die Schwerkranken, schicken wir drüben zum Krankenhaus. Hier sind alle Dienstleistungen kostenlos und dafür möchten wir den deutschen Spendern danken, die bei dem Bau dieses Gesundheitszentrums geholfen haben. Ein konkretes Resultat, das man mit der Hand fassen kann, ist dies alles. Sie sehen, dieses Haus, in dem wir heute arbeiten, ist völlig neu eingerichtet. Dies hat sich aus der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt und der Stadt Manakar ergeben. Viele Materialien wurden dabei installiert, zum Beispiel Möbel, die in allen Räumen zu sehen sind. Untersuchungstische, Verbandssets, Sets für CPN, Blutdruckmessgeräte und Stethoskopen. Außerdem haben wir ein optometrisches Messer, mit dem wir die Schüler messen. Da ist auch ein Kühlschrank, eine Schreibmaschine, Arzneien und Verbrauchsgüter. Unser Vorteil ist dabei, dass mehr Leute das Gesundheitszentrum besuchen, da alle Dienstleistungen kostenlos sind, außer den Medikamenten, die sie selbst zahlen sollen. Durchfälle ist die Krankheit, die sehr oft vorkommt, besonders bei Kindern unter 5 Jahren, aber auch Fälle von Grippen, Husten und Hautkrankheiten oder besser gesagt Hautausschläge. Insgesamt nehmen wir Schüler auf, die zwischen 15 und 20 Jahren sind. Nach den Bildern, die Sie aufgenommen haben, wurde das vorgesehene Geld wirklich für die hier geplanten Arbeiten ausgegeben. Hier bedanken wir uns, das ganze Personal und ich, bei den Spendern aus Deutschland, die uns diese wertvollen Sachen gegeben haben. Vielen Dank. Was man als erstes in diesen Zentren betonen soll, ist die Verbesserung der Qualität der Dienstleistung. Die Gebäude und die Materialien sind sehr gut und die Benutzer sind sehr zufrieden. Was die Patienten anbetrifft, sieht man den konkreten Unterschied zwischen früher, wo sehr wenig Leute die Zentren in Anspruch genommen haben, und heute, wo es mehr Patienten gibt wegen vieler Verbesserungen der Dienstleistung. Die Patienten werden nämlich kostenlos empfangen und behandelt. Das gilt für die Schwangeren, für die kranken Kinder oder Erwachsene. Sie sind alle zufrieden. Also vielen Dank an die GTZ, die vor Ort anwesend ist, und ebenso der Stadt Frankfurt.
Danke für diese wertvollen Sachen, die in der Stadt Manakar realisiert wurden.